So, guten Tag, ihr Leid. Herzlich willkommen zu einem gar nicht aggressiven Versuch, die Geheimnisse von Outer Wilds zu lösen. Okay, ich kann noch nicht weiterreden, das ist so dumm. Guten Tag, ihr Leid. Also, nachdem ich ja die letzten 2 Folgen, die ich dummerweise am Stück aufgenommen habe, und ich war in der ersten Folge angefressen welche irgendwas, ich weiß gar nicht mehr warum. Und das hat sich dann natürlich an die zweite Folge hingezogen und ich habe halt nichts hingekriegt und ich war angefressen. Machen wir das jetzt halt hier so. Oh, was ist denn das Grüne da? Ey, cool. Das ist ja voll hier. Was ist das Grüne da aber? Hochenergielabor? Okay. Das Projekt Zwillingssonne wurde im Hochenergielabor geplant, am Gebäude mit großen Solarkollektoren am Äquator des Glut-Zwillings. Okay. Habe ich schon was Neues rausgefunden? Was ist das da? Orang... Ah, Moment. Also. Ist Orange nicht... wie zoomt man da nochmal? Ist Orange nicht, da ist noch was, und Grün ist dann, du hast wohl alles gepackt. Ja geil, mal was gepackt, ne? Ist mir jetzt aber gerade mal egal, weil, ihr Leid, ich habe ja schon angekündigt, wie schräg das tierisch uff, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss und das Spiel dir halt keine Dinger gibt, ne? Ich weiß, wo ich hin muss. Nördlicher Gletscher, das hört sich doch gut an. Ich habe im Internet geguckt. So, und das Internet sagt ganz viel, aber unter anderem, guck dich doch noch ein bisschen auf den bröcklige Krater um. Und das mache ich jetzt. So, auf geht's. Miha! Mal die richtige Richtung drehen. Da hinten wollen wir hin. Nördlicher Gletscher. Zack. Okay. Jetzt mal so wach. Oh ja, ist gut. Ja, komm, Autopilot. So. Will jetzt nicht. Nördlicher Gletscher, das ist da links. Ja. Ich will eh noch was probieren, und zwar. Ich will da ein bisschen weiter nach links, ne? Bremsdüsen zünden. So, Landungsmodus. Ja, natürlich will ich runter, ne? So, links irgendwo muss der bröcklige Gletscher. Ne, das sieht doch gut aus. Kann ich da landen? Sieht hier so. Okay, da landen wir besser nicht, oder? So ist besser. So, okay. Astrein gelandet. Nördlicher Gletscher, ey, Alter, voll geil. So, mal Anzug habe ich an. Ja. Wo waren wir dann? Hier, nördlicher Gletscher. Geil, da gucke ich mich jetzt ein bisschen um. Da war ich doch aber Arsch, ne? Alter, bin ich erschrocken, weil ich glaube, es hackt oder was. Ja, aber an dem Ding war ich doch aber Arsch, ne? Wir gucken mal, ob wir da reinkommen können. Ja, da war ich überall schon. So, da ist ein Loch in der Wand. Ja, ist schäferdicht, aber das ist so die Orbital. Das ist Beam, glaube ich, ja. War mal A schon. Ach, guck mal, das ist die andere Seite. Das ist super. Oh, ich bin drin. Okay, da ist ein Loch in der Wand. Ja. Oh, guck mal, da eben ist der. Da, hat er nicht gesehen, da eben.
Eindringling. Oh, ich will da hoch eigentlich. Oh, also, oh, wie ist denn? Oh, Schwerkraft 0,6. Okay, Obachtpasse. War ich hier schon mal? Alter, was ist denn? Wieso? Okay, hier war ich definitiv noch nicht, oder? Okay. Bumm. So, jetzt scannen wir das mal. Phantomo beobachtet, Gedanken würde mich interessieren. Ich interessiere mich für diesen verspielten Mond. Ähnelt der seinem brutalen Freund Kraterlaterne? Der Mond ist vulkanisch nicht aktiv, soweit ich das mit bloßem Auge erkennen kann. Manchmal lässt er seinen Freund Kraterlaterne nächtelang allein. Zufällige Natur zu sein. Also, da waren wir schon, ne? Das haben wir schon gelesen gehabt. Stell dir nur vor, es gibt 2 Vulkanmole. Ja, das haben wir alles schon gehabt. Okay, ich gehe trotzdem mal weiter. Aber, ja. So. Jetzt pass auf. Ich soll mich hier umgucken bei der Eisbrocke, haben sie gesagt. Bin ich jetzt im Wasser? Tatsächlich. Also ist nur gar keine Eisbrocke. Die ist jetzt voll schlimmer. Also ist ein bisschen so blau und... hab ich eigentlich. Okay, das sind die Tipps, die ich mir rausgesucht habe. Dann gehen wir da jetzt halt mal runter. Guck mal da. Schön, schön. Es geht weiter, ihr leider. Also nicht leider, aber es geht weiter. Ja, habe ich euch ja schon mal erwähnt, dass ich ziemlich spoilerfrei sozusagen bin. Also bloß nichts nur lesen, alles selber draus finde. Ja, wenn man aber so dumm ist wie ich und nichts selber draus findet, dann ist es besser, wenn man was nur lässt. Und das habe ich gemacht. Was bist denn du? Ah, okay, jetzt geht's noch over. Ich will ja aber nicht hin. Wenn, dann will ich ja nur ohne. Gehe ich mal stark von aus, ne? Beziehungsweise. Versuch. Ach, das ist Wasser. Oh fuck, das war glaube ich keine gute Idee. Ich leib noch? Okay. Irgendwie, ja. Also, hupse. Okay. Oh, ist Schäfer Weihnachten, oder? Bringt dich so richtig in Weihnachtsstimmung. Komm, da leist mal gleich mal was. Das Projekt Zwillingsasche benötigt einen extrem leistungsstarken, technologisch hochentwickelten Warp-Kern. Wo sollen wir den herbekommen? Ja, weiß nicht. Schiffslog aktualisiert. Wieso ist denn da ein Loch in der Wand? Also da leitet nicht irgendwo was rum. Bin ich gerade runtergefallen? Also meine Idee war, warum ich jetzt so runtergehupst bin. Ich habe mir gedacht, guck, das kann ich noch oben und unten machen. Und da komme ich runter. Also lasse ich es noch oben, dann komme ich da leichter wieder hoch. Das war so meine Idee, aber scheinbar... Also die Idee. Was ist das hier? Schwarzloch-Schmieden-Steuerung. Okay. Das ist schon mal... Schwarzloch-Schmieden. Hier alles los. Okay. Leerbezirk. Da wird gelernt. Melzwasserbezirk. Augenschreinbezirk. Schwarzloch-Schmiedenbezirk. Das kenne ich da oben. Das sieht ja aus wie das Warp-Ding, wo du dann rauskommst. So, was ist das? Das da, ne? Melzwasserbezirk, alles klar. Ich gucke mich jetzt natürlich erst mal. Ich überall. Schon. Da haben sie schon was gebaut, die Kollege da, ne? Da hinten geht's noch weiter. Alter, was ist denn das für ein riesen Ding, ey? Guck das an. Monumentös.
1,2 Schwerkraft. Fuck. Guck mal, da unten ist, glaube ich, das Ding, was ich angeschaltet habe, oder? Da sind wir. Ja klar, da unten ist das schwarze Loch. Ich verstehe. Sehr gut. Ist das so die Unterseite? So. Sehr gut. Was auch immer hier gerade. Ich habe so das Gefühl, ich sollte mich eventuell hier beeilen im Umgucken. Da geht's nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Ich häng fest. Dingens mit Punkt. Das da. Lehrbezirk. Wollen wir was lernen? Aber wie komme ich denn da nun? Ach so. Haha. So, kann man da irgendwo hingehen? Nee, ne? Na dann. Kann ich dich wieder gerade hier stellen, sonst nicht. Erst mal was lernen, ne? Wir wollen ja Infos. Oh ja, da guck. Alles ist alles wieder. Das wissen wir doch alles. Das wissen wir doch alles, ihr Leid. Das ist der Lehrbezirk. Wenn wir da aber nicht herkommen, doch, da sind wir herkommen. Da sind wir da herkommen. Jetzt mal da gibt es so 2 Zugänge oder was? So renne ich eigentlich Hupsala. Wieso renne ich die ganze Zeit mit dem Ding da rum, wollte ich eigentlich sagen. So. Ja, mal schnell warm machen. Okay. Vorne ist Kaputski. Da. Ist doch aber, guck mal da unten. Kann ich bestimmt was lernen, oder? Hier, das sieht aus wie so ein Zimmer, wo sie gehuckt haben und gelernt haben. Man nennt es Schulsaal. Helft doch gerne. Okay, da. Guck mal da. Da kann ich wieder hoch. Hey. Wo? Moment. Ballern einfach mal da runter, ne? Ja, okay. Also runtergehen kann ich noch, aber da ist Geistermaterie. Oberflächenstabilität 99%, was auch immer das bedeutet. Was sind das? Schwarze Wahlgewässer und so. Ja. Warte mal hier. So. Ich glaube, das kracht hier halt alles zusammen gerade, ne? Wie man sieht. Das war unnötig. Da bin ich hergekommen, da bin ich hin. Alter. Okay. Das ist gut Sinn. Also, das Lehramtgedönse ist nichts für mich. So. Jetzt 2 Stockwerke, die hochgehen. Ich glaube, ich bin aus dem Rechten rausgekommen. Aber ich kann immer gucken gehen. Okay. Ich glaube, ich muss mich ja noch beeilen. 3 Minuten Sauerstoff verbleiben, das ist auch gleich alles schlecht. Stimmt, wir haben ja okay Sauerstoff. Was passiert denn, wenn ich dann noch weiter in die Luft gehe? Noch weiter noch? Da geht's nicht weiter, da ist Kaputski. Okay, alles klar. So. Wo bin ich hier? Das sind 3 so Dinger. Also da kann so Tafel stehen. Nee, warum nicht? Komisch. So, ich würde, also, ne, ich bin ja gleich K.O. Ja, schon mitgeredet. Ich würde gerne noch irgendwie noch was rausfinden. Zum Beispiel, wo es hier Sauerstoff gibt, das wäre eine coole Idee. Geht's da eben weiter? Ja. Geht's weiter noch? Siehst du? Nee. Kann ich da eben weitergehen? Helga, helf mal. Also in dem 3 Zappliche geht's auch nicht. Jetzt gucken wir mal in dem 2 Zappliche da noch. Erst mal gucken, wo wir sind. Das ist 2 Zappliche, da sind wir gerade.
Melzwasserbezirk, okay. Das ist ja aber, da sind wir ja mal herkommen, ne? So kann ich doch jetzt doch hochgehen. Nee, da geht's dann. Ah, ihr Leid, ich versteh's. So. Melzwasserbezirk, da bin ich. So. Geh mal da mal runter, vielleicht finden wir da Luft. Da finden wir gar nichts. Schwarzlochschmiedensteuerung. Schiffslog aktualisiert. Ohohoho! Das kommt aus dem schwarzen Loch. Nee, ich bin in Ordnung. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich bin gleich tot. Ihr Leid. Okay, ich muss in die Schwarzlochschmiede-Steuerung und dann da hoch. Oh, wie komme ich dann daneben? Hallo. Tschüss. Guck mal, schwarzes Loch. Pump. Gummo, weißes Loch. Gummo, einer, der keinen Sauerstoff mehr hat. Ja. Okay. Haben wir wieder was gelernt. So. Also, da haben wir doch. Also, das war ja. So, da gehen wir jetzt halt nochmal hin, natürlich. Und dann fahren wir das Ding direkt hoch. Und dann gucken wir, wie es weitergeht, ne? Das ist, ne, haben wir so viel. Ey, es ist krass, oder? Also, wenn man stirbt, wacht er auf mit und wenn du meditiere dusch und dann wacht er ganz so so, also so kleine Details, so, weißt du? So, jetzt pass auf. Sollen wir erstmal durchlesen, was wir rausgefunden haben? Nur 2 Sachen. Geht noch. Ich habe eine Nummerstadt und nördliche Gletscher von Brückling Krater. Die Stadt ist vertikal in 4 Bezirke unterteilt. Ah, das ist die hängende Stadt. Aha. Ich habe einen Schalter im Schmelzwasserbezirk gefunden, der die Schwarzlochschmiede anhebt und absenkt. Die Nomai berieten sich, wie man den leistungsstarken, hochentwickelnden Warpkern erhalten könne, der für das Projekt Zwillingsasche benötigt wird. Achso, wie man den kriegen kann. Und dann gibt es hier noch mehr zu entdecken. Haben wir vor, uns umzugucken. Schwarzlochschmiede. Schwarzlochschmiede befindet sich unter der hängenden Stadt. Ich habe einen Schalter, der die Schmiede anhebt und absenkt. Der Bezirk Schwarzlochschmiede ist der höchste Bezirk der hängenden Stadt. So. Nördlicher Gletscher. Also wir sind noch gut ingeloggt, so wie ich das haben will. Zack. Nin, Gas gebe. Aber wenn wir rechts drehen. Und lieber flieh gleich. Inlogge. Das ist falsch. Ja, da würde ich gerne hin. So, und fliege ich mich jetzt so schön hin. So, der Gletscher ist links wieder. Das heißt, da parke ich wieder da in der Nähe. Ne? Nee, ne? Ja, ist gut. So. Krachal überall die Dinger hin. So. So, irgendwo muss ich hin. So, hin an das Eisfeld in die Nähe im besten Fall. Dann habe ich es nicht so weit zum Nunnerlaufen. Und wieder ein bisschen ohne Parke, würde ich sagen. Oder ist sogar genau am Loch geparkt. So. Alter, unsere Landungen, hey. Die sind ja Wahnsinn. Ich krieg mich nicht in. Waren schon nix, aber über das freue ich mich alles. Hoppala, was Licht. Da war doch irgendwo. Da war das Ding. Über das freue ich mich irgendwie, über unsere Landung. Ist es nicht schön. So. Ja.
So, jetzt pass auf. Ist es schon so, dass es nach unten geht? Im Moment geht es nirgends hin. So. Machen wir nach unten bitte. So, jetzt gucken wir, wie tief wir runterkommen. Naja, das ist, glaube ich, der Leerbezirk. Bäume entdeckt! Alter! Wo denn? Das ist doch keine Bäume. Das war vorhin auch schon da. Aber egal, es gibt hier Bäume. Müssen wir uns gut merken. Ja, super, aber hier... Ah, doch, da. Genau gucke, wo ich hier bin. Das habe ich nicht gesehen. Es fühlt sich seltsam an zu versuchen, Anonas Warpcan ganz ohne ihn nachzubauen. Ach, Anona ist ein Kerl. Hin und wieder kommt es mir seltsam vor, nicht mehr sein sehr junger Lehrling zu sein und jetzt statt ihm die Leitung der Schwarzlochschmiede zu sein. Hypothese? Es wird sich immer seltsam anfühlen. Obwohl wir nur kurze Zeit zusammengearbeitet haben, werde ich meinen alten Lehrmeister immer schmerzlich vermissen. Diese Möglichkeit bekommen zu haben, ist aufregend, aber ich möchte sie nicht alle enttäuschen. Ich glaube, dass ich es wahrscheinlich schaffen kann. Was aber, wenn die Aufregung mein Urteilsvermögen über meine Fähigkeiten getrübt hat? War es falsch, sich freiwillig für den Bau zu melden? Ich wurde in diesem Sternensystem geboren und habe Anonas Warpcan nie mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß nur, was er mir beigebracht hat. Was ist, wenn ich mir zu viel vorgenommen habe? Egal, ich kann nur mein Bestes geben. Wie hat Anona immer gesagt, wenn mein Bestes nicht ausreichen sollte, finden wir andere Wege, unsere Ziele zu erreichen. In der Schmiede stehen mir Clary und Root zur Seite und ich habe ja meinen Clan. Bin also nicht alleine. Skelette machen mir immer noch Angst, aber sonst... Oder gibt es viel zu lesen. Aber die Treppe runter, wie ich das gehört. Guck mal da. Ah, guck mal da. Zack. So gab's eine Weile. Kann ich da runtergehen? Ne, das ist schon wieder zu weit. Ah ne, das sind wir richtig, Okay. Alles klar, nehme mit. Dann lesen wir mal, was da steht. Lösung 1. Wir könnten den Warpcamp vom Gefährt holen. Das würde eine Rückkehr zum Schwarzdorn bedeuten. Blume, mein Vater, sagte, viele gute Nomai seien dort gestorben. Ah, ja. Mein Mentor Coleus und seine alte Mentorin entdeckten einst das Fossil eines Anglerfischs auf dem Blutzwilling und wir studierten es. Mit diesem Wissen können wir den Anglerfisch gänzlich ausweichen. Ich erinnere mich an das Anglerfischfossil. Wir haben damit in der Fossilienfischhöhle gespielt, als wir Kinder waren. Ach, die sind das! Cool! Das Wissen, welches Meloray und ich von dem Fossil erlangt haben, könnte uns theoretisch dabei helfen, den Anglerfischen auszuweichen. Unsere Hypothese wurde allerdings nie in der Praxis getestet. Der Warpcan des Gefährts ist kaputt. Erinnere dich daran, wie das Gefährt beim Absturz mitteilte, dass es hätte irreparablen Schaden erlitten. Es gibt keine Garantie auf den Erfolg dieses riskanten Unterfangens. Vielleicht können wir ihn noch reparieren. Meine Großmutter erzählte mir, es blieb nur wenig Zeit, um die Art oder die Ausmaße des Schadens zu bestimmen. Selbst funktionstüchtig könnte uns der Kern als wertvolle Blaupause dienen, funktionsuntüchtig, wenn wir es schaffen, ihn hierher zu transportieren. Okay. Das Projekt Zwillingsasche benötigt eine Extremleistung. Ach, da waren wir. Und dann sind wir noch rechts runtergegangen. Interessant. Anstatt uns da weiter umzugucken. Welche? Oh, da hat noch einer. Hallöchen, Popöchen. Dann haben wir ja alle drei hier. Dann sind wir ja voll schlau jetzt derweil. Nimm mit dir. Lösung 2. Wir könnten einen fortschrittlicheren Warpcan entwickeln, der inspiriert ist vom Warpcan des Gefährts. Die Aufgabe des Warpcans und der Verschalung des Gefährts bedeutet, dass wir wichtiges Wissen verwerfen. Richtig, aber wir können das Wissen offenbar so oder so nicht erlangen. Es wäre besser, wenn wir es von Neuem erlernen. Ich würde wirklich gerne einen so leistungsfähigen Warpcan bauen. Aber viel wichtiger ist, dass ich glaube, die Mannschaft der Schwarzlochschmiede und ich könnten den ursprünglichen Entwurf nachbauen. Also die eine wollen no bauen, die andere wollen neu bauen. Ja, das ist der sicherste Weg für unseren Clan. Ist der sicherste Weg auch der beste? Unser Ziel ist das Risiko wert? Ja, übersetzt doch. Tatsächlich, wir versuchen schon so lange etwas zu finden, von dem ich und andere denken, dass es niemals gefunden werden kann. Sollte die Suche nach dem Auge zwecklos sein, sollten wir den Weg einschlagen, der die geringsten Risiken birgt. Ich glaube, die größere Herausforderung ist, dass wir keinerlei Pläne für so einen leistungsstarken Warpcan haben. Und die ursprünglichen Ingenieure für den Kern des Gefährts sind auch unauffindbar.
Stimmt, aber Pocke war Lehrling bei Anona, der die ursprünglichen Pläne entworfen hat und unsere Schwarzlochschmiede ist geeignet, einen einfacheren Kern als Basis herzustellen. Ich denke, ich kann euch hier weiterhelfen. Der Warpkern des Gefährts wurde vor meiner Zeit entwickelt, aber Anona erklärt mir viele seiner Pläne. Ah, das war das, was wir jetzt aber im Zweitischen gelesen haben. Also man hätte quasi von Do, nur Do lesen müssen sozusagen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. So, sind wir da? Da sind wir gestern, vorhin. Also richtig vorhin jetzt rumgegangen. Okay. Wie war das noch? Wir müssen irgendwo irgendwas verstellen. Und es war irgendwie so in der Mitte ungefähr. So, hier. Ja, oder? Nein, doch? Weiß nicht. Nein, doch. Oh. Na. Jetzt bin ich komplett perplex, wo wir hier sind. Das ist doch nicht so spannend. Wieso macht der Baum da? Was noch? Ich will halt auch nicht da nun, weil da unten ist halt, ja, der schwarze Kern. Aua. War es doch weiter oben? Ne. Wo war dann das Dingens, wo man gefunden hat an ihr Leid? Helfen wir doch. Ach so, Live-Chat wäre schon geil. Ne, da geht's nicht weiter. So. Kratz, kratz. Aber nicht am Spatz. So. Moment. Ich weiß es wieder. Wir sind das Wasserding runtergerutscht. Ah ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Mein Gott. So. Das ist die Schwarzlochsteuerung. Der kommt da jetzt hochgefahren. Ich würde jetzt also irgendwie gucken, dass ich im besten Falle irgendwo hochkomme. So, da fahr da weiter hoch. Komme ich denn da weiter hoch? Erst mal so probieren. Aber weil mit der Heiser, wo man war, ne? Wir gehen jetzt erstmal da hoch. So. Wo ist das Ding? Ich muss auf die andere Seite. War ich über Weil, aber das hat irgendwie nicht so geklappert. Ich würde halt gerne Doniva gehen, aber das packe ich glaube ich nicht. Und hier gab es irgendwie. Oh! Vielleicht haben wir nur oben gucken, ihr Leid. So. Ich kann schon gerne rausgehen. Noch ein Butter. Und nun? Da hänge ich jetzt schon wieder fest. Oh. Nee, das kann es nicht sein. Moment. So, dann gucken, dass ich in dem Loch hängen bleibe. Da sind wir hochkommen. Aber weiter hochkommen wir nicht. Sind wir. Oh ja, geil. Also, wir sind wieder in der Schule, gell? So, aber wo ist jetzt der Aufzug? Also in welcher Richtung ungefähr? Ah, da ist noch was zu lesen. Ja, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was mit. Das habe ich schon mal irgendwo Laie gesehen. Sei herzlich willkommen. Der Schrein ist ein Raum, in dem wir uns daran erinnern, was uns in dieses Sternensystem gebracht hat. Das Signal des Auges. Wir haben das Signal des Auges auf unserer Reise beobachtet und sind ihm hierher gefolgt, um seinen Ursprung zu finden. Wir wissen Folgendes. Die Quelle des Signals, wir haben uns dazu entschlossen, sie Auge des Universums zu nennen, ist älter als das Universum selbst. Darüber hinaus haben wir nicht viel und müssen noch viel lernen. Tritt ein und öffne deinen Verstand für die mannigfaltigen Möglichkeiten. Ja, das werden wir machen. So. Upsi, Baby, da steht noch mehr.
Worum handelt es sich beim Auge des Universums? Bin ich gerade in dem Lerngedönse? Das Auge ist älter als das Universum selbst. Stell dir nur vor, was es uns lehren kann. Miller immer. Womöglich ist es eine kosmische Bibliothek. Man kann davon ausgehen, dass das Auge ein sehr fortschrittliches Wesen ist. Wesen? Das Auge ist der Ursprung des Signals, das uns hierher gebracht hat. Okay. Wie kann das Auge älter sein als das Universum selbst? Ich nehme an, es handelt sich dabei um ein Relikt aus einem vorherigen Universum. Das Vorläuferuniversum war von einer unvorstellbaren Hitze und Dichte. Alles, was vor dieser Zeit existierte, wäre zerstört worden. Könnte es sein, dass das Universum älter ist, als wir bisher angenommen haben? Worum handelt es sich bei dem Signal des Auges? Es ist anzunehmen, dass das Auge mit anderen Wesen kommunizieren will. Das Signal ist ein Ruf, ob wir diejenigen sind, an die er gerichtet war. Das Signal ist die Stimme des Auges. Es spricht in einer Sprache, die wir noch nicht verstehen. Vielleicht ist das Signal des Auges aber auch ein Versuch, sich gegenüber anderen verständlich zu machen. Über das Signal konnten wir das ungefähre Alter oder das Fehlen eines Alters des Auges herleiten. Okay. So, ich will ja den blöden Aufzug eigentlich suchen. Wo ist denn der? Ich habe mich wieder total verrannt hier. Ah ja, da bin ich rüber gehupst. Okay, alles klar, dann gehen wir jetzt da weiter hoch. Nee, bin ich nicht rüber gehupst. So. Ihr Leid, ihr Kinder. Oh, da eben komme ich höher. Also, das ist mal zu gefährlich, da jetzt so lieber zu fliehen, ne? Ich würde es nämlich so probieren. Pardon. Oh. Geht nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, dann müssen wir das doch so machen. So, jetzt pass auf, ihr Leid. Abkommen. Ich werde versuchen, so da lieber zu fliehen, ne? Und es geht schief. Wunderbar. Ja, hopp. Echt mal. So, mal schon mal hier sind, ne? Was bist du eigentlich? Bist du die Station, ja? Stopp, da muss ich hin. Nein, runter. Wieso wäre ich denn weggezogen? Ernsthaft jetzt. So, jetzt hat. Ja, weil ich falsch rumgedrückt habe, ich Blödel. Alter, ich schnall gerade die Steuerung nicht. Okay, das tut mich hochdrücken. Ach komm, knick dich jetzt viel. Und das tut mich doch normalerweise nur unne. Ja, Allah, warum hat denn das jetzt aber nicht funktioniert? Konnte man das mal jemand erklären? Ja. So, jetzt hat aber 20% Treibstoff, ist mir doch egal. Genau, Ziele. Naja, ungefähr genau. Flupp, au. So, jetzt hat. Zieh die Kopf hin! Jawohl, ja. Da sind wir. Okay. Stehe jetzt endlich. So. Oh ja, wieso bin ich denn hier noch am Rumruckeln? Alter. Ihr Leid, nein. Was geht denn ab? Das hat doch letztens deutlich besser gepasst. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah ja. Hier.
So, zack. Oh, da stehen Sachen, habe ich das schon gelesen? Weißlaufstation, ja. Aufheben Blutzwilling-Projektionsstein. Nee, den brauchen wir echt mal nicht. Die Sache ist nämlich die. So. Geht nicht? Wie funktioniert denn das wieder? Ich hab's schon wieder vergessen. Moment. Ah ja. Ja. Komm her, du. Du Frichtel. So, jetzt setzt sich das Ding nur in Bewegung. Alles klar soweit. Ich muss jetzt wieder hoch. So. Und ich hätte gerne hier, geht das ein bisschen schneller. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, ne? Also ich würde gerne wieder zurück auf, da sieht man, wie sie sich dreht. Okay, jetzt muss ich gleich oben gucken. Da, guck. So. Wupp. Alles klar. Ich weiß wieder, wo ich bin. Was? Nördlicher Gletscher da oben? Also ich bin einfach genau drauf. Also. Oh ja, warte mal. Ja, ich weiß, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben und so, ne? Aber. Da. Gucke. So, jetzt pass auf. Was ich schneller mache hier. Schwerkraft. Da hinten. Wo man so Asch reingeparkt hat. Moment. War da weil irgendwas? Ja. So. Des Weiteren habe ich mich informiert. Wir haben ja letztens auf dem Eindringling gestanden. Und ja, meine Idee war schon richtig, die da lautete, man muss einfach lang genug drauf stehen bleiben, damit er ein paar Runden um die Sonne kreisen kann, damit das Eis weggeht und das Raumschiff, was wir gefunden haben, freigelegt wird. Das war ja so meine Idee. So. Bin ich auch wieder zu weit unten, oder? So. Eben sind die Schnüre. Muss ich da dann neben? Ich habe halt keine Ahnung, wie ich von hier da neben komme. Also. Na, okay. Dann halt so. Alles geplant. So. Da oben ist er. Aber wie komme ich da nuff? Also, ich muss da drumherum fliehen sozusagen. Ja. Ne, also, da unter der Heiser komme ich nicht weiter. Oder ist die jetzt einfach oben und ich muss einfach nur nuff gehen? Also quasi da, wo ich jetzt eine Weile war. Ja, wie bin ich denn da hingekommen? Oh, knall hier schon wieder nichts. Irgendwo war doch das Blubberding da, wo du dann hochkommst, weißt du? Ja, da ist das Blubberding, wo man hochkommt. So. So, jetzt sind wir wieder draußen, ne? Also, theoretisch. Warum nicht praktisch? Okay. Versuch. Ich jetzt nochmal da, ne? Ui, okay, da sind wir jetzt aber wieder ganz unten. Da sind wir jetzt ab ganz unten. Da will ich so gar nicht hin. Nee. Okay, ihr Leid. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Finne von dem Ding.
So. Machen wir einfach billig, ne? Ich kann das Ding halt nicht in der Mitte A halten. Das geht halt nicht. Ja, da war kein Stabal. Okay. Gefahr 4 Meter. Gefahr 8 Meter. Das ist halt einfach. Hallo. Ja, super. Danke. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Das ist die Frage. Aha. Komm ich da? Viel Schwung. Irgendwo anders hier als außer ein schwarzes Loch. Nö. Ajo. Ihr Leid. So. Ah, Bremse. Sorry, aber jetzt habe ich gerade einen Planet gesehen. Nicht die Sonne. Ach, das ist der Glutzwilling? Nee. Laber doch nicht. Das. Ja, das ist aber doof. Da bin ich schon gar nicht. Das ist A so weit weg. Und dann gehen wir gehen wieder zu der Station. Wo ist denn die Station eigentlich? Moment, ihr Leid. Kann ich irgendwo ausschalten, dass ich dauernd das nördliche Kacke da angezeigt kriege? Das geht mir auf die App. Auf die App. So. Wo habe ich mich jetzt? Ah ja, ich habe mich ja doch richtig hingelockt. Was ist denn das da hinten? Ja, gucken wir mal schon mal Dose, ne? Gehen wir da mal gucken, was das ist. Ja. Ist ja eh gleich K.O., ne? Also die Folge ist zu Ende quasi. Es bringt jetzt gar nichts da, sich nochmal rumzubeamen. Stattdessen können wir noch ein bisschen gucken, was wir so schon noch so haben. Noch ein bisschen Speed hier. Und noch Adding. So, jetzt lassen wir uns wieder treiben. Was ist das? Ja, du hörst, ne? Du hörst, ihr Leid. So. Bumm. Hau alle. Okay. Oh, da ist was. Bumm. Ey, ich habe gerade keine Ahnung, was hier los ist. Keine Ahnung, aber ich versuche jetzt mal da hinzufliegen. Okay. Yes, ist ne. Ist das nervig. Oh, ist das nervig. Hopp. Ich will wenigstens nicht fliehen, bevor die Zeit rum ist. Ich bin noch fast drin. So, jetzt hat. Komm. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder raus. Bin ich wieder drin. Okay, ich bin drin. Aber wo bin ich? Jetzt bin ich da oben. Ja, danke. Ich komme halt hier nicht raus gerade. Ah, jetzt hat. Macht aber auch nichts, weil jetzt ist eh zu spät. Aber guck, da eben hätte ich mich hier stellen können. Tja. Bong. Was sieht man gerade? Ah, guck mal da. Eine Supernova. Na, die ist ja richtig super, weil die noch nie da war. Die Supernova. Aber geht es halt noch? Okay, ich fliege halt einfach in die Supernova, mir doch egal. Ah, jetzt hat er sich entschieden, dass er doch noch explodieren will. So.
Aller gut, dann haben wir wieder was Neues rausgefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in unser Schiff. Lese doch durch, was man dann überhaupt rausgefunden hat. Ne? Geht es auch schneller, ne? Ja. So, dann lesen wir erstmal noch, ne? Und dann beende ich aber auch die Folge, die ist nämlich lang genug. Und wir haben aber diesmal sogar was gesehen. So. Anzug ist wichtig. Also, was gibt's da Neues? Nix. Nix Neues gibt's. Ja, das ist wenig. Schwarzlochschmiede. Ein Nummer namens... Wo geplante einen fortschrittlichen Warpkern in der Schwarzlochschmiede zu kreieren. Die Nummer reisten zu diesen Sternensystemen, um ein Signal zu folgen, das älter ist als das Universum selbst. Sie nannten die Quelle dieses Signals. Achso, das Auge des Universums. Achso, ja. Man schon noch immer da unten war mal überall noch nicht. Das Gefährt. Der Warpkern des Gefährts zerbrach, als das Schiff in Schwarzdorn abstürzte. Schwarzdorn, ja. Bei Schwarzdorn sei zu sagen, ich habe grundsätzlich vieles richtig gemacht, aber nicht alles. Also, um die Fisch drumherum zu zirkeln, ja, die sind blind und du kannst wohl, so wie ich gelesen habe, die Düse benutzen, aber halt nur auf minimal. Minimal. Da hätte ich schon auch noch Bock drauf, ne? Donin zu gehen, aber das dauert halt so lang. Ja, ihr Leid, hopp. Ne? Dann würde ich immer sagen, wir machen morgen dann hier weiter. Und ja. Ich überlege, was wir morgen machen. Ob man noch weiter. Ich glaube, ich informiere mich mal, wie ich in das Ding hinkomme. Hey, welche? Mir ist jetzt alles zu dumm. Ich habe keinen Bock hier rum zu pimmeln und zu gucken, wie komme ich da hin, wie komme ich dort hin. So will ich hin, wie komme ich hin? Internet saß mal. So, ist mir egal, ob die alles sagen, ich soll selber draus finden, habe ich keinen Bock drauf. Geht mir auf den Sack. Und damit man das nicht auf den Sack geht, gucke ich im Internet noch und gut ist. Aber was hat man dann ein Navi? Das ist so, wie wenn du sagst, fahren wir noch Ebbebrunn und Mappe aus, aber benutzt kein Navi. Weil dann mit Navi tust du dann nur irgendwie das Feeling kaputt machen. Ja, knick dich. Natürlich kann ich mich dann, was weiß ich was, irgendwie durchfrohe oder sowas, aber ich kann mal einfach ein Navi oder eine Karte holen und gucke, wie ich hinkomme. Und so machen wir das jetzt. Aller gut, ihr Leid. Hopp, schon wieder zu lang. Bis morgen. Tschö.